Ekran! Tranen jährlich ab aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Weit wohan. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. En welkom Ronald, ook nog eenmaal hier erbij te zijn. Dankzij dat u zo wellig bent over verschiedenste dingen te reden. En dat verzieht sich wirklich schön mit dir. Da hat wir einmal in Bolivien angefangen, für ein paar Jahre, als du kommst, nach ein Campament zu sein, das sehr schön ging mit dir spazieren. So. Ich mache das noch mal länger, Tipps hatte. Ja, und ich hoffe, wir können irgendwann, wenn er dort nicht für eine Kamera und mit so vielen Mikrofons angebunden ist, dass Hunderten tausende Menschen anziehen sind und dass wir plus eine anziehen. Irgendwann ein Assaal vielleicht eten und Terrorei trinken, wo wir das sein. Es geht mehrlich, wir machen bloß weiter, naja, wir uns noch mal was holen. Und wo? Aber weißt du, das große Hoffnung, du wird in der Route von Bolivien um Chaco, der wird nicht sehr angebaut. Und meine Frühheit, die sagt, das ist bald sehr dicht bei der Chaco. Also dann sage ich irgendwann hier bei Junt und trinken mal Terrorei, wie frei uns dann al dort. Aber von der Wahl wie was anderes als von der Route in Chaco in Bolivien reden. Von der Wahl wie von Mentor reden, einer jährliche Begleitung oder Vaterschaft oder Vatersein über anderen, das hielt sich vielleicht alles ein bisschen fremd von unserer mennonitischen, plotischen Welt. Was ist das erreicht, Ronald? Ja, het gaat je daarom dat we im Glaubensleven nicht alleinstehende Champfers sind, sondern dat we, zoals wie Jesus nu vallen, jemanden uit Fleisch und Blut bei uns haben, ab dem sein Leben wie Tschetschen kennen, ab dem wir Harsche kennen, wie brücken je Korrektur. Een andere brücken Korrektur, ja, dat man wem nu fallen kann. Jesus sagt ja zum Beispiel, kommt ein falsches Mino. En dat als je zo, want wie hem nu vallen is, dan zit je meestens maar in de rij van dem, ja. En dat is met Jezus eigenlijk niet een conferentie, dat is maar een nu vallen, ja, die is dem heen aan. Und wir checken in der Bibel dann, wo er gegangen ist und versuchen, da lang zu kommen. Ja, en hij zegt ook dat zijn Heilige Geest ons aan alle waarheden leiden wordt. Dat meint de Heilige Geest jetzt voorop en wie moeten heen aan. En hier wil ik deze brief schlonen, weet je, want de Bibel sagt, ich habe eine steht, wer sagt, wenn einer sagt, ich glaube Gott, dann hasst seinen Bruder, dann ist es ein Lehner. Ja, so, wenn die Komponente nur Gott haben stimmt, dann muss die einen Bruder haben stimmen. Wenn ich Gott nur voll, wo wird die Mensch sein, wo ich dort an diesem Beispiel sein kann, so frage ich nicht mal, dort ich sein kann, dass du Gott nur voll ist. Das heißt, wo ist der Mensch mit Fleisch und Blut, dem du ja herrschen ist? Dem du sein Beispiel aufzieht, wo lebt, was redet, was sagt, wo erst bietet seine Beziehung zu Gott ab. Jesus kommt und sagt zu denjenigen, ich sage das nicht mit ihnen, wie der tut mal so was ich tue. Dann wird das all wahr, ja. Falsch bin ich. Und das ist interessant, das Beispiel zu sein, wo das all von Jesus und Gott, dass die das all abgebüht haben. Aber dass über die ganze Bibel verschiedenste andere Menschen das auch abgebüht haben. Und dat wie al im Alten Testament, im Neuen Testament, ganz verspreid in der Bibel, ja. Alle Beispiele finden, was wir tun haben. Hast du einige konkrete Beispiele? Ja, zum Beispiel Moses und Josua. Ja. Moses würde man so sagen, als der Einzige, der den Raub Gottes trägt und Israel rüte führen, aber da stand dann bald ein junger Mann ab, der immer bei Moses das Spiel wir und dort wird Moses, wenn Moses später ging, dann wir Josua auch dabei. Ja? Und vorher dann hat Moses alles hier und Josua bleibt da. Und der will noch mehr hier von Gott. Ja? Da steht er, der bleibt dann da. Und nachher, wie aus Moses starb, wie Josua den Nufall ja, von Moses. Und der wird letztendlich der Ganze, der Israel in Kanaan führen. Ja? Und da hast du das andere Beispiel von Elias, dem Prophet. Der hat auch einen Jäger, den Elisa. En Elisa wordt zwar uitgewählt en beroepen van Elias, aber der jenige taub. Van een steht naar de andere. Nachher sei wie ook Elisa, die mehr Tekens en Wunder deed als Elias. Elias deed 7 grote Wunder, Elisa heeft 14. Ja, dat dobbelde.
En zo is dat ook in onze leven. Ik denk, Jezus heeft grote dingen gedaan. Hij zegt, wat je me nu voor je worden, hij trekt nu ook een paar vers. Je wordt hier andere dingen doen als dat wat hij gedaan hebben. Also das ist hetzelfde Prinzip, das zum Beispiel bei Paulus und bei Timotheus auch. Paulus, wie ze sagen, dem Timotheus sein Papi, ja? Das ist zwar nicht scharpelig, aber Timotheus kann von Paulus viel lernen. Dat wir das den sind vor. Als ich mal Gitarre anfangen zu lernen, ich sehe Chengara Gitarre spielen, bitte hol nicht eine Gitarre verwenden. Musik ist nicht so mein Ding, aber dann sehen meine Gitarre-Lehrer mal zu dir, wenn du jemals nachwaschen anderen Gitarre lernen, dann leer am so, dass er ein besserer Gitarrespieler war als du. Dann irgendwann er kommt und dann auch, dass ich einen Gitarrespieler hat. Und dann kommt jeder einmal ein Abend weg nach meinem Haus und ich weiß am so mal zu lernen, dann kannst du Gitarre spielen. Und dann nächstes Mal kommt er, dann der kriegt das, was ich am gewesen hat. Dann weiß ich am Video, wo eine andere Band, das weit irgendwo in Australien, dann wie Hillsong kriegt sie eine Mode und weiß Videos von denen. Dann bald kommt er und kann der denken, was der Jungs tun können in den Video. Was ich noch nicht kann, der hat sich dem Video bloß aufgecheckt. Und dann fange ich mich an zu freuen, dass ich habe, was mein Lehrer mal gesagt hat, ich soll besser sein. Mein Schüler soll besser sein als ich. Und wenn ich von der ersten Tag an den Jungen denke, der spielt viel besser Gitarre als ich. Und so, ich glaube, so wie auch, aber als er anfängt, dass er dort, was ich da, er jenkt mich heran. Und ich weiß, wenn du bei der Jugend warst spielen, dann denkst du das und das. Aber das ist nicht im Jährlichen sein. Ich glaube, das ist ungefähr das Bild, was du für sich zu sagen, was wir im Jährlichen auch alle tun, dass wir... Ja. Nou, man moet je wat leren, ja. En Jeff stelt de mensen die zeggen, mij wat plus God zei, wat ik doen zal, die worst mij niks zeggen, ja. En God brengt ook fucking mensen. Wie es an der Demut kann sich an Menschen even. Ich glaube, dass wenn wir jemanden wiederführen wollen, fängt das normalerweise so an, dass ich tue, du jetzt tue. Ja. Dann deed man so ein Stützchen und dann kommt die Phase, wo beide doen, taub doen, ja. Und dann, weil man sagt, ich tue, und du jetzt tue, dann tue ich, du helpst mich, dann tue ich taub. Dann des du und ich help die und schließlich des du und ich tue. Ja, dann geht das Eva. Was wir reden, was wir predigen, was wir beten, ja. Wir reden laatst von, wenn man betet. Das ist so schön, wenn man hartje kann, wir beten andere, ja. Wo geht der ver beim Bibellesen? Wo deed hij dort? Wo je hartje Gott? Wo weet je wann falsch Wort am zu sagen hat von der für diesen Tag, von der ich stehe ab, lese meine Bibel und dann check ich mal, wo die dort ist. Aber ich stelle mich nur mal fair. Ich sehe einen Jugendlichen und ich brauche einen Vater, einen jährlichen Vater. Wo da ich dort? Ja, ich denke, dass Gott diese Beziehungen, diese besonderen Beziehungen, die hat wirklich nicht viel gehabt. Also, Paulus sagt, die haben viele Lehrer, aber die haben nicht viele Vater. Ja, wenn du wirklich jemanden hast, an dem sie brauchst, die lehnen kannst, die Hort ausscheiden kannst, die macht nicht unbedingt hier im Kopf mehr weiter als du, aber die machen gerade das Hort haben als du. Und ich denke, das ist wichtig, dass man daran betet, dass Herr schenkt mir eine Person, an der ich mich lehnen kann, von der ich lernen kann, am was das wirklich am Glauben geht. Ja, zum Beispiel ein Prinzip, was sehr wichtig ist, dass es nicht an mir geht, es geht am Arm. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, an meinen Wellen zu tun, sondern an den Wellen von Vater. So, wenn du so einen Mensch findest, der am größten Teil, sage ich mal, davon frei ist, in ihnen Wellen zu tun, sondern der wirklich Gott gefallen will. Ja, von dem kannst du viel lernen. Und wenn du so einen gefunden hast, dann hol die dich bei dem ab. Ich meine, ich kann die Beziehung noch ein bisschen formalisieren, vielleicht sagen die, ich will mal ein Stück von die lernen, ich will mal vorgenommen, die kommen und wir wollen einfach Zeit verbringen und seine Worte ich von die lernen kann. Du hast die Freiheit, an mein Leben zu reden, mir zu sagen, was du wirst, ich will nicht beleidigt sein, ich will darüber nur denken, ich will sagen, was ich davon ansagen kann. Ich will den Wort ernst nehmen. Ich meine, das ist dort, was wir zu Gott sagen. Ja, dass wir mal dem an uns Leben reden lassen und nicht immer uns verteidigen und sagen, hey, ich das anders, wie denn das hier anders.
sondern dass wir mal einen Impuls von bitte kriegen, den wir ernst nehmen. En vielmal kann durch diese Person, wat du dann in dein Leben aanreden laat, kann Gott durch den in dein Leben aanreden, nicht so? Genau. So, was hast du noch in der Bibel steht, was sagt die Bibel zu dit? Naja, das erste Kreuz, was Jesus in Johannes sagt, ich bin nicht vom Himmel gekommen, um meinem Wille zu dienen. Ja. Und wenn wir zum Beispiel erlauben, dass ein Mensch, der gottesfürchtig ist, mich beruhigen kann und mein Leben anreden kann, dann ist es eine Funktion für mich, was du sagst, ein Mentor, aber ein Mentor ist ähnlich mehr als ein Lehrer. Der kommt im Klassraum nehmen, der sagt, du das und das und das, und dann geht er runter, ja. Und dann ist ein Don't ungefähr, was du das mit deinem Leben. Aber ein Vater, ich meine, ein Vater hat eine ganz andere Beziehung zu seinen Kindern als ein Lehrer. Ja. Und wenn du so eine Beziehung angehst, ich glaube, dass Gott einem an viel schwindere Art und Weise, an intensivere Art und Weise einen formen kann. Ja, du musst nicht igualito worden, als Jana ist. Aber du lernst die in seine Beziehung zu stellen, ab von wem anderen zu haben, dort zu bedenken. Und das ist, was ich sage, was ein Voordeel ist, wenn man definiert, ab wem hast ich. Ja, wem unterordne ich mich? Wer wird mit anderen wieder sozusagen mein geistlicher Vater sein? Ja. Wenn irgendwann in deinem Leben, du wirst immer Menschen sein, die dich beeinflussen. Und wenn du bloß irgendwem von der Herd bloß irgendwem nimmst und gar nicht abpassen lässt, wer das ist, Ja. dann wird dein Leben auf einmal sich nur von der Herd sich anfangen zu legen. Ne? Ja. Und das wird vielleicht nicht sehr gut sein. Aber wenn du die dann eine Person sicher ist, diese Person, so ist die mocht ich worden. Aber mit dem mocht ich viel taub sein. Das bedeutet, du wirst den auch anfangen zu legen, wenn das ist einfach so. Ich glaube, das wird gut, wenn wir können das im Gebet mit Gott bereden, wer diese Person ist. Right. In meinem Leben wieder so, dass meine beiden Eltern, weil man sagen, mein Vater und auch mein Schwiegervater, zu denen ich eine gute Beziehung hatte, starben. Ja? Und auf einmal stand ich da und ich hatte keine Vater mehr, mit der ich mich über geistliche Sachen wirklich abrechtig vertalen kann. Ja? Und ich bete darum, Gott schenkt mir eine Person, der ich vertrauen kann. Wow, schön. Kannst du noch kurz ein Mut merken, das wird sein zu uns? Gott will uns Vater sein. Und wenn wir Gott an unserem Hort nennen lassen, und dann sagen, sieh du mein Vater. Ja, sieh du der Janse, der mich an seine Brust trägt, mich tröstet, mich Sicherheit und Beistand gibt, dann wird Gott das tun. Wenn wir Gott beten, Gott, wie ist mir ein Mensch, der die sozusagen vertritt, oder dort den Hort noch mehr ausscheiden kann. Wie ist mir den, dann wird Gott die helfen. Und Gott wird dieser Mensch schenken. Das scheint te hier. Ik mocht je God zijn mensen en onze tijd is waar afgerand. So God zijn en tot nächste Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wordt in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.